Hey zusammen, mein Name ist Jenny. Mein Name ist Flavia. Und willkommen zum Türli 7 von unserem Podcast Adventskalender. Heute gibt es Language School. Das ist eure Rubrik von unserem Podcast, in der ich, der Flavia, Slangwörter, Anglizismen vorstelle und sie muss raten, was die bedeuten. Ja, ich bin gespannt. Und ich muss sagen, wir starten gerade rein. Und zwar habe ich die folgenden 3 Wörter für dich heute dabei. Erstens, Stan. Zweitens, Yikes. Das ist geil. Yikes! Und drittens, Yeet. Yeet, Alter, Yikes, Yeet, das ist... Okay. Ich habe extra so die genommen, dass du nicht manchmal kannst du ja wie ableiten, okay, das ist ein Verb und das ist Nomen. Und ich habe extra das mal ein bisschen schwieriger gemacht. Also ja, ich finde das sehr schwierig gerade, weil es ist mir wirklich... Also sagen wir alle 3 0,0 etwas. Okay. Stan, Yikes und? Stan, Yikes und Yeet. 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 Nach was tönt das für dich? Es hat voll geyeetet. Es hat voll gerebelt. Boah, das hat voll geyeetet. Da musst du noch... Soll ich noch nicht kommentieren? Du kannst ja nachher dann... Also ich gebe dir nachher sowieso noch Beispiel. Stimmt. Beispielsätze. Stimmt. Und du musst dann... Aber jetzt zuerst mal. Ich finde, Yikes tönt ein bisschen wie ein Tier. Genau, was ist dein erster Eindruck von den Wörtern? Yikes tönt für dich wie ein Tier. Ja. Okay, Yikes. Stan ist so ein Typ Mensch. Ja, aber was für ein Typ Mensch? Ein Stan. Ja, ich denke halt... Nein. Ich denke gerade an Stan Wawrinka. Ja, aber ich habe genau gewusst, dass das kommt. Oder Stanley Cup. Ja, genau. Ich habe gedacht, dass du die 2 Sachen sagst. Ja, also bist du schon ein stolz, dass ich weiss, was ein Stanley Cup ist? Stanley. Warte schnell. Wie heisst der Stanley? Ja, Stanley Cup. Ja, aber Stanley Cup ist ja lustigerweise auch ein Wettbewerb. Oder? Nein. Doch, der Stanley Cup ist ein Tennis-Event. Nein! Doch, google mal. Stanley Cup Tennis? Ja, Cup. Stanley Cup Tennis Tournament. Gell? Doch. National Bank Stanley Park Open. Hä, das ist doch... Es gibt doch ein Sportevent, der Stanley Cup. Der Stanley Cup ist da bin ich jetzt auf der Wikipedia-Seite von Stanley Cup. The Stanley Cup is a championship trophy awarded annually to the National Hockey League Playoff Champion. Okay, also Eishockey. Oha, der Pokal heisst Stanley Cup. I did not know. Sollte ich Sportjournalistin werden? Ich weiß nicht. Aber ja, also... Okay, wieder etwas Neues gelernt. Aber nein, Stan hat nichts mit dem Stanley Cup zu tun und auch nichts mit dem Stan Wawrinka. Aber Typ Mensch bin ich nicht schlecht. Ja. Tönt gut. Und Yikes ist in deiner Welt ein Tier, okay. Und was ist Yeet? Es hat gerebelt. Ja, so, es hat geyeetet. Es hat... Wenn es draussen schneien würde ich sagen, so, ui, es hat geyeetet. Okay. Bleiben wir mal schnell beim Wort Yeet. Ich tue dir schnell helfen. Ich glaube, Yeet ist auch nicht ganz so oft in meinem Sprachgebrauch, aber wenn ich jetzt an dein Beispiel anknüpfen soll, dann würde ich sagen, das, was du gesagt hast, ist nicht ganz richtig oder kann man nicht so verwenden, aber man könnte sagen, der Schneepflug yeetet Schnee. Er pflugt. Er schiebt weg. Also ich meine so eine Schneepflugmaschine, die zum Beispiel vorne saugt und hinten raus... Ja, das ist dann aber ein Schneehex. Sorry. Das ist ein Schneehex. Wirklich, heisst das so? Also die es so aufnimmt mit einer Ding, ja, und nachher so waff. Ja, genau, so waff. Und das andere ist ein Pflug. Der andere ist ein Pflug. Das waff. Das Shooten. So das... Shooten haben wir ja auch schon mal gehabt, meinte ich. Shooten, nein. Shoot, doch. Nicht? Ich glaube nicht. Aber in dem Fall, aber es yeetet... Aber dann sagst du nicht im Baseball, er hat den Baseball geyeetet. Mal! Schon! Mein Beispielsatz wäre gewesen, sie hat den Ball dort hinten geyeetet. Oder? Was für ein Goal, yeet. Mach zum zweiten Satz nochmal einen Zusammenhang. Was für... Also das erste ist obviously geyeetet, so gekrabbelt, gerührt, gefetzt. So also wenn du mal einen Volleyballmatch von mir schauen und ich würde einen im Smash versenken, würdest du sagen, Flavia, du hast so einen geyeetet. Nein, das würde ich nicht rufen. Wieso nicht? Ich würde es nicht rufen, weil es cringe wäre, aber aber so könnte man es brauchen. Okay. Ich würde so zu meinem Banknachbar vielleicht flüstern so, der hat sie runtergeyetet. Ja, also das würde ich in Einzelnen nicht machen. Dann. Die werden alle so mit Flavia. Yeet? Bist du
Kollegin vom Podcast. Ist das jetzt ein Language School da? Und zum zweiten Satz, was für das Goal Yeet. Ich weiss nicht, eben, weil ich es nicht im Sprachgebrauch habe, weiss ich, kann ich nicht so perfekt erklären, aber Yeet ist auch so wie damn. Im zweiten Zusammenhang ist es so damn. Finde ich aber noch ein cooles Wort, wirklich. Wie schreibe ich das? Y-E-E-T. Gell, Y, ja, ich verwechsel manchmal immer Y und J. Y ist ein Vögelchen mit einem Schwänzchen unten. Ja. Yeet. Yeet. Okay. Okay, jetzt noch 2 Wörter. Yikes und Stan. Yikes schreibe ich mit X. Nein. Yikes auch mit Y. Ja. I-K-E-S. Yikes. Es ist mehr ein Ausdruck als ein Wort. Also man kann nicht sagen, das ist Yikes. Mal. Das ist, also dann ist es ja beschreibend, dann ist es ein Adjektiv. Das ist... Also, gib ein Beispiel, dann musst du mal einen Satz geben. Ich muss es ja eigentlich zuordnen. Du hast es voll anders gemacht als sonst. Ah, Scheiße! Oh mein Gott, ich habe es ja wirklich falsch gemacht. Ja. Also machst du auch zur Erklärung. Normalerweise ist das Slang... Oh Gott, unsere Hörer, die uns regelmäßig hören, denken sich so... Hä? Also normalerweise ist es so, dass ich 3 Wörter gebe und dann in einer anderen Reihenfolge die 3 Definitionen und vor allem muss zuordnen. Und meistens ist das mega lustig, weil sie es falsch zuordnen. Scheiße, jetzt habe ich es voll versagt. Ja, es gibt nur einen Moment. Wir können es jetzt nicht nochmal machen. Ja, stimmt. Aber ist okay, wir können es... Gang weiter. Ey, nein! Was sind wir für Podcasterin, die nicht mal unsere eigene Rubrik checken? Oh Gott! Learning by doing, sage ich da. Hey, Gut. mein Hirn im Dezember, es ist ein bisschen ein Wirrwarr. Egal. Also, gefroren. Gehen wir Ja. weiter. Noch schnell zum Beispielsatz. Mhm. Wir sind noch beim Wort Yikes. Ich bin heute vor allem auf die Schnur gefallen. Yikes. Peinlich, shit. Ja. Ja, also Oder so. wie würdest du es übersetzen? Also du würdest ja nicht sagen, ich bin heute vor allem auf die Schnur gefallen. Peinlich. Ich bin vor allem auf die Schnurren gefallen. Ach. Ja, genau. So ein bisschen so. Genau. So das Emoji, das die Augen verrollt. Genau. Definition. Ein englischer Ausruf, der Überraschung, Schock, Besorgnis oder peinliche Verlegenheiten ausdrückt und ungefähr mit Huch, oh nein oder ach du Schande übersetzt werden kann. Brauchst du das? Nein. Kennst du Leute, die das brauchen? Ich würde es eher per Chat brauchen. Mhm. Ich würde es eher so, wenn jetzt du mir etwas würdest schreiben, würde ich eher schreiben, Yikes. Ich Ja. würde es jetzt nicht sagen. Mhm. Aber es gibt sicher Leute, die es sagen. Man kann es auch sagen, genau. Ja. Gut, und dann sind wir noch bei Stan. Ich sage, es ist etwas Positives. Nein. Oh. Ich gebe dir nochmal einen Tipp. Es ist eine Mischung aus 2 Wörtern. Wow. Aus welchen 2 Wörtern könnte ich... Standard. Nein, das ist ein Wort. Aha. Dann wäre ja Stand Abkürzung. Welche 2 Wörter könnten Stan zusammen ergeben? Ist es D am Schluss? Oder nur Stan? Mit N, sorry. Stan. Stan. Hey, sorry. S-T-A-N. Ja. Fängt eins mit S-T an und das andere mit A-N. Das eine ist S-T-A und das andere N. A-N. Komm, soll ich dir mal einen Beispielsatz geben? Ja. Er ist so ein Lady Gaga Stan. Da. Keine Ahnung. Oh mein mit dem Beispielsatz, keine Ahnung. Nein, er ist Probier so mal Kontext. Lady Gaga ist wer? eine Figur. Er nimmt den Vibe von der Lady Gaga ein. Oder er ist ein fucking Fan von ihr. Fan. Aber dann ist es ja Stan. Komm schon doch. Nein! Star. Nicht Star. Und Fucking Fan. Star. Starry. Nice. Du meinst Star-Fan? Ja. Nein, also Fan ist schon mal ein Wort. Aber wo ist ein Fan? Oder wenn man ein fucking Fan ist. Staring. So starren. Ja. Wer tut mega fest starren? Die Fans. Ja. Und Paparazzis. ja, aber was ist, wenn jetzt zum Beispiel ein Fan würde Paparazzi-Sachen machen, dann wäre die Person vielleicht ein bisschen Stan. ja, aber Wenn ein Paparazzi voll auf Fan würde machen. Ein Star... Ein... Oh, ich habe das Gefühl, wenn ich es dir sage, bist du so, aha. Gib nochmal irgendeinen Hint.
Also, du hast gesagt, fucking Fan. Wir bleiben bei dem. Ja. Jemand, der ein mega fester Fan ist. Und Mega fest Ja. Fan. Jetzt musst du doch nicht nachmachen. Und dann sogar würde an Ort gehen, um die Person im Privat Also ein bisschen crazy, so ein bisschen Ja, we're schon getting nicht mehr there. angenehm. Ja. Das ist eigentlich nicht Ja. negativ. Stalker! Ja! Boom! Oh mein Gott, ich fühle mich wie bei Activity. So, dass ich dich so angeführt habe. Woo. Also genau, Stalker und Fan ist ein Stan. Ah. Er ist so ein Lady Gaga Stan. Here we go. Das ist die Definition. Ein Fan, der so sehr ein Fan ist, dass sein Fantum unnormale Züge annimmt. Krass. Also zum Beispiel, bist du... Nein, du bist kein Stan. Ja, einfach so, wenn jemand so crazy Sachen macht, Mhm. Ja. dann ist es wie so, du bist nicht mehr nur ein Fan, du bist ein Stan. Krass. Genau. Ja, Nice. jetzt haben wir es. Hey, auch wenn wir das Mal haben wir halt ein bisschen anderes Language School gemacht. Scheiße, nein. Aber ab jetzt bleibt mir das für immer. Wie habe ich das? Wir haben, glaube ich, einfach schon lange nicht mehr das Language School gemacht. Ja, und ja, darum ja. habe ich das jetzt ein bisschen... Ich bin Ja. ein bisschen aus der Übung, okay? Ja. Aber jetzt bin ich wieder drin Also, und warm. Stan, Yikes, Yeet. Genau. Das Gut. ist jetzt in deinem Mein Favorite Vokabular. ist Yeet. Yeet ist dein Favorite. Warte schon nochmal. Mein Hirn, Yeet ist to shoot. So à la. Ich merke mir jetzt einfach, wenn ich Yeet ist so mit Wumms. ja, wenn ich jetzt am Volleyball eben smashen tue, also runterfetzen, denke ich mir jetzt mache ich da Yeeten. Ja, du denkst ja Yeet. Wenn du einen Punkt gemacht hast, denkst du Yeet. Tue ich mit meinen Spielerinnen, die alle 40 plus sind. Ich habe geyeetet! Dann kannst du dich nicht weiter beibringen. Gut. Nein, also gut. Hey, ja, that's it for today. Yes. Wir sehen uns, oder hören und sehen uns morgen wieder im Türli 8. 8. Genau. Wir freuen uns auf euch. Tschüssi. Ciao.